Guten Abend. Willkommen an unserer Sendung von der Chamberwahlen 2016. Viele Themen, viele Punkte stehen an der Wahlprogramme. Heute freuen wir bei dem Kandidaten Kamil Liesch von den Piraten am Süden mir genau noch. Guten Abend, Kamil. Ja, schönen guten Abend. Die letzte Woche war Schulrentrée. Was ist die Meinung vom Enseignement, was gibt Piraten eines Mal? Bon, vielleicht der Matgit, dass die letzte Woche überall Rentrée war, sowohl an der Grundschule wie auch an anderen Schulen. Also wir respektieren die Erbicht, die Enseignants machen, an die Remplaçants sind, vollstens. Wir sind der Meinung als Piratenpartei, dass die Leute nicht nur sollten ein Kontrakt à durée déterminée, mais ein Kontrakt à durée indéterminée kreieren. Ich meine, das ist eine Lichtung für die Leute, weil die wissen, wo sie da sind, also können ihren Erfolg noch mehr bündeln. Kein CDD mehr dann? Ja. Im Moment sind 5000 Menschen an einer sogenannten Beschäftigungsmesure. CDD, Contrat à durée déterminée, mit allen negativen Aspekten. Wie steht die Piratenpartei dazu, bis ja das kein Bankenprä möchte? Ja, also wir sind 300% der Meinung, dass der dann von Gold modern Sklaverei ist. Also, wenn ich 12 Monate an einer Mesure de Travail sind, dann hat der Minister heißt Nicolas Schmidt, als Arbeitsminister, sind da 10 Jahre dabei, die sagt, ja, normalerweise hält der Patron hier und die gibt dann einen festen Kontrakt. Allerdings ist das nicht der Fall. Ich habe mit Leuten geschwärt, die sind die 5 Jahre schon an seiner Mesure de Travail, die kriegen einfach keinen festen Kontrakt. Und da kommt das nichts. Das die Leute, die wollen auf die Bank gehen, die hätten gerne so, und die kriegen nichts da. Also wir, und ich auch persönlich, sind der Meinung, dass die Leute müssen geholfen kriegen an der Richtung, dass der Staat für die riecht, steht der Tisch so ähnlich wie die ONG, dass die Leute da 7.000 Euro gelehnt kriegen, mit Hilfe vom Staat. An den letzten Tagen geht es von einer neuen Transportkultur Monorei. Fand ihr die Idee echt besser wie eine Tram-Relation bei aber keine Quantumsperrung? Also wir sind der Meinung, und wir begrüßen auch allmode Transport, das heißt öffentlicher Transport. Am Übrigen sind wir auch die jahrelang schon propagieren, dass der öffentliche Transport vielleicht das, aber allerdings auch nie irgendwie Emploien wegzuholen. Wir sind am Anfang der Meinung, dass alle neue Ideen, müssen sie natürlich auch prüfen, dass sie sinnvoll und noch finanzierbar ist. Also ich höre permanent, dass wir einen Tram bauen von Lützeburg bis auf Esch, den 2035 recht fertig ist. Also lassen wir aber ein bisschen realistisch sein. Und mal erstens gucken, wie lange Zeit das wir dafür brauchen. Zweitens die Zeit, die wir brauchen von Lützeburg bis auf Esch, die ist auch mit dem Zug aus der an 25 Minuten zu bewältigen. Also, die sagt, die Leute echt da auf der falschen Seite an. Bon, ein Minister, den Transport unter sich hat, der lässt auch gerne von sich schwätzen. Ich will nur ein Beispiel. Wir wollen 2021 von Wittlich über Trier West auf Lützeburg. Da machen wir aber für drüben noch sehr eine Pressekonferenz, obwohl das dann die nächsten 3 Jahre ist. Verschiedene früheren Eisenbahnslinien leihen braucht schon noch. Für Jahren am BTB-Projekt Bustram Bund sollten die Strecken für den Personentransport reaktiviert gehen. Leider fehlt dem MMD, dem Minister, der Courage, weil der RGTR-Service mehr noch leidet. Was meint ihr da? Bon, wenn ich so ein bisschen an den Westen von unserem Land gucke, da sind ein paar Eisenbahnstrecken, die zum Teil am Dornrösen schlafen leihen, wie zum Beispiel Kleinbetten auf Stengefurt, da sind gerne von Bießen nach Bettelbrick, da ist nach Güterverkehr, da ist schon 4 Jahre, das sind 20 Jahre hier, das ist keine neue Erfindung mehr. Wir haben auch als Komitee des Usagers sind wir der Meinung, dass sie die Streckenremnisse reaktivieren. Allerdings sieht der Minister, die findet auch all möglich an unmögliche Reaktionen, wie zu sagen, das geht zu teuer, das kein Mensch, den du mitfährt und so weiter.
Wir sind der Meinung, dass sie die Streckenremnis könnt reaktivieren, an engems auch dafür sorgen, dass es an den Dörferremnis mehr ruhig geht, dass du eine neue Lebensqualität entsteht. Schon zum Beispiel Kleinbette Stengefort, durch das Dorf Stengefort, fahren all der 4.000 Gefährer. Guck, wenn wir dem mal giffen, von 10% von denen Leute giffen den Zug holen, dann gibt es schon viel mehr ruhig am Westen gehen. Und viele Leute schon Zuglehnen. Ja, du hast die Gär, die geht nicht exportiert. Das heißt, wir haben die zweckentfremde Tomadelo, machen wir irgendetwas Besonderes. Damit hat das Programm gewirkt für die dritte Regierung, also die Regierung, die für drunter da war, die sollten das reaktivieren, respektive die sollten überhaupt eine Verbindung auf den Findel machen, aber das ist nur, als das vergisst, weil wir leben mit dem Tram 3-4 Stunden durch die Landschaft fahren. Wäre dann nicht mehr billig, die Zuglinien zu benutzen, wie ein ganz neuer Tramstrecke? Also es sind nur 300% streben wir das und wie gesagt, es sind auf viele Plätze nicht aktiv, wo auch Leute sind, die sich für den öffentlichen Transport interessieren. Und wir sind alle gut der Meinung, allerdings für die Message, die kleinen Stierflächen weitergeht, die könnt normalerweise könnt die nicht auf der Platz und das heißt, der Feedback, die fehlt. Wie soll der Westkontur mal ausgesehen? Für Jahren wäre schon Etüde gemerkt gehen, für ein Kontournement rundherum als Hauptstadt zu machen. Allerdings aus der laufenden Zeit als immer mehr schwierig ging, weil die Terrain, die Demos zur Verfügung wären, weil die einfach nicht mehr da sind. Der Tisch, die sie verbaut, wäre höchstwahrscheinlich bald nicht mehr möglich, für eine Kontournummer zu machen, weil eben sowieso in einem Halbkreis geht, kann ich nicht rundherum als Hauptstadt fahren. Das ist leider eine verpasste Chance. Monoparental und eine schwierige Situation. Wie will dir hinhelfen? Ja, wenn ich so mit Leuten schwätzen, die alleinerziehend sind, da stelle ich immer am nächsten fest, dass es sowohl logistisch wie auch finanziell immens schwierig ist, für die zwei zusammen zu kriegen. Ein Mann, die Neues muss an die Kreche oder an die Schule feiern, da noch ihrem Job noch gehen, da noch am nächsten kann Tische gehen, das ist ein Arbeit, ehrlich, so ist nicht zu bewältigen. Ne? Da kommt das nächste, das ist der finanzielle Enjeu. Bon, die meisten Leute, die monoparental sind, sie geschieht, die haben dann auch nach anderen Obligationen, aber für alle müssen sie auch gucken, dass sie einen Vermögen überhaupt nach so haben. Also wir sind der Meinung, dass es nicht so geht, für die Leute, für denen zu helfen mit am selben 200 € als Mietgeld, aber das müsste schon ein bisschen mehr stabil sein. Gratis Kreche, gratis. Ja, also gratis Kreche, wir sind auf alle Fall mehr für gratis Krechen. Ich muss zwar eine Woche nach einer Parenthese machen. Wir geben den Leuten dabei die Chance, die Tisch, in die will bei seinem Kant bleiben, bis 3 Jahre. 3 Jahre ist für uns am Anfang geholt die beste Zeit, der Tisch, die wichtigste Zeit für Kant bis 3 Jahre zu begleiten, der Tisch, dass man kann die Zeit dafür sorgen, dass sie sich nicht mehr just Kant bekümmert. Dir will es am Congé parental du etwas ändern? Ja, wie gesagt, der Congé parental ist gut, aber es muss ich vielleicht doch ein bisschen über die zwei Parteien auch gucken. Das heißt, wie weit kann der Patron mitgehen, eine kleine Entreprise, packt die das für, wenn die zwei Mitarbeiter hat, an den hat von der Zeit, hat den Congé parental. So, wir sind dann eine Möglichkeit gefunden, für dann die Zeit auch einen Ersatz zu finden für den Patron. Ich meine, wir sind ja nicht gegen Patronat, beileibe nicht. Mit muss in die zwei Sachen muss ich an den Equiliber kriegen. Vor kurzem hat den Doktor ein IRM an seiner Praxis gefragt. Es wurde aber vom Minister refusiert. Wie steht ihr dazu?
Ja, also mir begrüßen net schon, wann den Doktor so eng Initiativ huet, weil bekanntlicherweise fehlen als schon jahrelang die ERMen. Also wo also de Problem fir Wert krämer keng bei, also dum finanziellen Enjeu oder als ministerisch die hier Responsabilität net hält oder o wem leidet die überhaupt. Also wann en Heim muss 6 Main werden, bis da se Rendevous krit an Leiit an Deutschland geschickt hun. Also ich mein dat das net alternativ. Also mir sind 300% unterstütze mir den Doktor, den de Initiativ huet. Wie Leiit ginn bei den Steuern oft bestroft vom Staat. Die will die Strophen aufschaffen. Ja, also das ist ungerecht. Ich meine, ein Koppel, die 40 Jahre lang zusammen war, wo Madame die Zeit daheim war und nicht geschafft hat, dass das klassische Modell, die Leute, die gehen dann, wenn der Partner oder die Partnerin stirbt, dass sie gestraft. Also das ist so eine Ungerechtigkeit, ich 47. Ja. Also wir sind der Meinung, dass man just nach eng Steuerklasse behandelt ist, unabhängig von einem Zivilstand. Jedweren geht auf dynamische Manier behandelt, jedweren als gleich für ein Gesetz wieder, das man so ist. Merci Kami. Merci, merci dass du gelöscht hast. Schönen Abend.